würde jetzt ganz ein bisschen umstellen. So, auf die Predigt. Vielleicht einfach so als kurze Einstiegsfrage. Was macht euch Freude an einem Sabbat? So, ihr habt es ja jetzt vorher schon austauscht, von dem her müsst ihr doch antworten können. Genau. Ja, das ist wirklich eine Frage, die uns auch in der Zeit, die wir jetzt im letzten halben Jahr hatten, recht beschäftigt hat. Wie wir so ein bisschen gemerkt haben, das klingt jetzt ein bisschen schlimm, aber ich weiß gar nicht so genau, was mir Freude macht. Oder wieso ich habe das wie so ein bisschen gemerkt, also es gibt vieles, was mir Freude macht, natürlich, kleine Sachen, aber so, ja, so wirklich Freude empfinden, dass wir auch wirklich wieder lernen und entdecken. Den Weg haben wir uns jetzt auch gemacht in diesem halben Jahr, immer mehr. Und es sind kleine Sachen. Also jetzt heute Morgen, mir hat besonders Freude gemacht, dass ich noch 5 Minuten im Bett liegen bleiben und Philipp und Johanna zum Bäcker sind Gipfeli holen. Und, also Gipfeli sind super gewesen, aber auch die 5 Minuten, die 10 Minuten für mich allein haben mir fast noch mehr Freude gemacht als das Ergebnis nachher. Genau. Ja, also so kleine Sachen oder einfach, was uns extrem Freude macht, das ist auch wegen unserer Lebenssituation. Am Sabbat ist Zeit zu dritten haben miteinander. Also was für viele vielleicht das Normale ist, Familienzeit, ist für uns halt eher die Ausnahme und darum einfach das dritte alle zusammen, nicht ein Elternteil mit Kind und wir organisieren uns, sondern einfach wir sind zusammen. Das macht uns sehr Freude. Cool. Ich freue mich, wenn ich einfach Zeit habe, um mal eine Runde laufen zu gehen oder Velo zu fahren, also mich bewegen. Für viele ist das Stress, für mich ist das Stressabbau und so wie Dani auch lesen. Also wenn ich eine halbe Stunde habe, ungestört zum Lesen, dann ist das purer Luxus. So gut, cool. Spannend, dass du gesagt hast, eben manchmal ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich habe das auch gemerkt, irgendwo, und das sagt eigentlich mega viel über den Zustand aus, wo wir häufig drin sind, dass wir nicht einmal mehr genau sagen können, was macht mir wirklich Freude oder gesunde Freude. Und das ist ein guter Anstoß. Jetzt genau, es ist schon ein bisschen angetönt, ihr habt spezielle Lebensumstände auch, zum einen mit Kleinkind, aber du Job als Ärztin, wo oft auch am Wochenende musst arbeiten, Schichtplan und so weiter. Du bist doch oft auch noch im Ausland unterwegs, fliegst. Geht es überhaupt, einen Sabbat in eure Woche irgendwie reinzubringen? Ja, also am Anfang, als du uns angefragt hast für die Pilotgruppe, habe ich gemerkt, es stresst mich mega, dass du uns fragst. Weil eben, es ist, also, wir haben uns schon länger beschäftigt und auch immer gesagt, ja, es wäre wirklich etwas und es wäre gut. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, oder ich glaube mir, aber ich vor allem, ja, es wäre mega gut, aber es ist einfach nicht realistisch. Und dann machen wir die Pilotgruppe und sind dann die müssen sagen, sorry, wir haben es nicht geschafft. Ja, aber es ist super gewesen, weil dann haben wir gefunden, ja doch, das ist jetzt der Anstoß, den wir brauchen und wir schauen, ob es wirklich nicht geht. Und um dann auch ehrlich sein und sagen, ja, es klappt oder nicht. Was übrigens ja das Ziel war der Pilotgruppe, das herauszufinden. Genau. Ja, und ich würde sagen, es hat so in 75% geklappt oder so. Es ist wirklich einfach, es ist nicht selbstverständlich. Also wir müssen am Anfang des Monats die Agenda führen und uns quasi ein Datum setzen für unseren Sabbat. Also es ist jede Woche, kann es ein anderer Wochentag sein. Also in der Regel schon, wir machen von Abend bis Mittagabend vom nächsten Tag. Irgendwo ums Wochenende herum, also Freitagabend, Samstag oder Sonntagabend startend. Aber wir müssen es jede Woche durchschauen. Und es gibt Wochen, wo es gar nicht geht, wo wir merken, wir sind einfach nie das dritte 24 Stunden zusammen. Aber in der Regel finden wir doch immer irgendwo Cool. ein paar Stunden, wo es geht. Aber genau, es ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir es mal vergessen, die Daten zu machen, dann läuft es so dahin und wir merken, hey, stopp, warte, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Das heisst, es braucht Planung. Ihr schaut das Woche von Woche an. Habt ihr trotzdem irgendwo gewisse Routinen im Sabbat? Oder wie sieht bei euch so ein, kann man sagen, ein typischer Sabbat aus? Ja, also wir fangen mit unserem Sabbatritual an. Das ist normalerweise am Freitag oder am Samstagabend, so nach dem Abendessen, setzen wir uns zu dritt hin und sobald wir sagen, dass wir Sabbat machen wollen, wird uns dann Johanna auch auf jeden Fall daran erinnern.
Das ist total faszinierend gewesen. Wir dachten so beim ersten Mal, wird das überhaupt fruchten bei ihr? Aber schon an der darauffolgenden Woche war sie so lass uns wieder Sabbat machen. Für sie ist Sabbat Traubensaft. Denn wir machen Abendmahl zusammen, wir singen ein paar Lieder, Kinderlieder, wir machen Abendmahl eben, wir tauschen uns aus, wofür sind wir dankbar diese Woche, was war toll, was waren die Highlights, beten dafür, segnen uns. Und ja, das ist so der Start. Und dann häufig machen wir es so, es gibt so eine schöne isländische Weihnachtstradition, die heißt Jólabókaflöt, wo man sich jeder nimmt sein Lieblingsbuch und was Süßes und geht ins Bett und man liest einfach, bis man einschläft. Und das versuchen wir jede Woche zu machen, nicht nur an Weihnachten. Nicht unbedingt immer mit Süßigkeiten, aber einfach so, das ist total entspannend. Und ja, und dann am Morgen des Sabbats ist bei uns ganz wichtig Chai und Ei. Also ein feiner Chai-Tee und ein feines Ei. Das ist bei uns so, ja, und natürlich nicht am Morgen, eher am Abend ein guter Gin oder so ist auch dabei. Genau. Wichtig nicht am Morgen. Genau. Cool. Jetzt haben wir es ja gehabt, eben, dass Vergnügen, Genuss so ein Teil ist. Wie versuchen das, ein bisschen hast du schon gesagt, oder? Mit ein paar von diesen auch, sagen wir mal, Ritualen, die wir ein bisschen drin haben. Übrigens finde ich mega cool, das ist etwas, wo jetzt schon von 2 Family gehört haben, dass Kinder eigentlich nicht unbedingt ein Hindernis sind für den Sabbat, sondern eigentlich einmal reminden, weil sie so Rhythmen sehr gut aufnehmen und dann auch daran erinnern, so «Hallo, jetzt erst Zeit für Ding». Aber versucht ihr das eben so von genügend Genuss, wie könnt ihr das reinbringen, auch eben mit den Bedürfnissen von der Johanna? Es ist ja nicht so, dass sie den Rest vom Sabbat einfach ruhig ist und kein Bedürfnis hat. Genau, also Erziehung findet auch am Sabbat statt. Das ist so, das kann man nicht sagen, okay, heute darfst du alles machen. Ja, also das klingt jetzt nicht automatisch nach Vergnügen, aber was mir hilft, ist, keine To-Do-Liste zu haben. Also nicht irgendwie so, das muss ich noch und einfach die mal abzuschalten. Und wir haben aber eine Liste, wo wir alle Gedanken draufschreiben oder alle Sachen, müssen wir noch machen oder das müssen wir noch einkaufen oder wie auch immer, schreibe ich kurz auf und dann weg. Und das hilft so ein bisschen einfach den Kopf wirklich frei zu halten, um dann auch einfach mal zu spielen. Einfach mal sich eine Stunde hinzusetzen, Lego zu spielen oder Büchli zu lesen oder einen Ausflug zu machen, zum Beispiel in den Zoo. Irgendwas, wo man einfach sagen kann, hey, auch Johanna fragen, was magst du heute machen, worauf hast du Lust? Und nicht zu überlegen, passt das noch in die Agenda und das müssen wir noch machen, sondern hey, wir haben Zeit für Familie. Mhm. Ich glaube, was noch wichtig ist, was wir gemerkt haben, wo am Anfang ein bisschen Widerstand war, wir versuchen das Handy 24 Stunden ausgeschaltet zu haben, also einfach Flugmodus. Und das hilft extrem. Also wirklich auch einfach, man ist präsent im Moment und nicht halt immer am Handy. Das hat uns am Anfang Widerstand gekostet und nachher merkt man, es ist gar nicht so. Und wenn man das Handy wieder anmacht, merkt man, so viel passiert ist jetzt auch nicht. Aber genau, das ist wirklich auch zum wirklich im Moment sein und nicht immer mit einem Teil von einem immer irgendwo sein. Ja. Man muss auch ein bisschen planen dann. Yep. Also man kann dann nicht schnell auf Google Maps schauen oder so. Genau. Ja, ich habe von Ihnen eine Analogkarte auf den Geburtstag bekommen. Um mehr möglich machen, das Handy abschalten. Genau. Grossartige Sache. Jetzt, ihr habt da auch ein bisschen pragmatisch sein für euren Sabbat. Wie handelt ihr das so mit so ein bisschen dem, man hat ja manchmal so ein bisschen eine Idealvorstellung von, wie man sich den Sabbat wünscht oder denkt, so müsste man machen oder würde bei uns super sein. Und die Realität, das hat sich auch gezeigt, oder, ist oft nicht so ganz. Und jetzt gerade bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Wie geht ihr mit dem um? Ja, manchmal ist es schon so, dass, also gerade so ein bisschen, eben, wo wir so ein bisschen austauscht haben, auch untereinander, ist so ein bisschen, mein Idealsabbat wäre natürlich so, wie es vielleicht kinderloses Ehepaar oder wo die Kinder schon draußen sind, können leben. Viel Zeit als Ehepaar, viel Zeit mit Gott.
viel Schlaf. Gut, das hast du vergessen zu sagen. Wir machen immer einen Mittagsschlaf am Sabbat. Schlaf gehört dazu bei uns. Genau. Ja, und das wäre irgendwie in dem Sinn schon halt so ein bisschen die Idealvorstellung. Was wir noch versuchen, was uns bisher noch nicht so gelungen ist und ich schon noch irgendwie auch mehr, ist so ein bisschen der Teil eben Zeit mit Gott. Also wir haben das Ritual, aber ja, es ist jetzt noch nicht extrem viel, also es ist mehr noch Family-Zeit und noch weniger Zeit mit Gott jetzt schon total umgesetzt. Natürlich, wenn wir im Gottesdienst sind, dann ist das ja auch Zeit mit Gott. Das ist etwas, wo wir noch so ein bisschen ja, wie einen Weg finden, weil eben das ist dann halt etwas, was man nicht so einfach machen mit einem Kleinkind zusammen. Und dann wieder sagen, ja, okay, wir teilen uns auf, geht wieder so ein bisschen gegen das, wir wollen möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Also da müssen wir wie eine Lösung noch finden oder schauen. Aber ja, es ist in dem Sinne auch einfach ein Stück akzeptieren wir sind in dieser Lebensphase, wo wir jetzt sind, und darum sieht es aber so aus, wie er jetzt aussieht. Und wenn wir in einer anderen Lebensphase werden sein, können wir auch unseren Sabbat anpassen. So vom Ablauf her finde ich unseren Sabbat gar nicht so weit entfernt von meiner persönlichen Idealvorstellung. Aber ich merke, manchmal bin ich emotional an einem Sabbat weit von meinem idealen Emotionszustand entfernt. Denn wenn man mal so zur Ruhe kommt, also mir geht es so, dann kommen so häufig die Emotionen, die sich die Woche über aufgestaut haben, hoch. Ich hatte es ein paar Mal, als ich am Sabbatmorgen aufgewacht bin und irgendwie traurig war und ich konnte keinen Grund nennen, warum. Und musste irgendwie da so mit ringen, dass ich auch einen Sabbat, auch wenn er total ideal abläuft, sich manchmal nicht ideal anfühlt. Und das dann auch einfach zu akzeptieren und so okay, hey, es ist nicht jeder Tag oder nicht jede Woche ist jeder Sabbat ein totaler Glückstag, sondern das gehört halt zu der Stille auch dazu. Das vergisst man manchmal. Man denkt, die Stille ist so glorreich. Aber es kann manchmal auch sein, dass dann kommen Sachen hoch, die man vorher bewusst oder unbewusst verdrängt hat. Und sind ihr voll strikt mit eurem Sabbat? Das heisst wirklich, da gibt es nichts Schaffen, nichts Haushalt, nichts Ding, oder sind ihr da einmal ein bisschen flex? Natürlich. Nein, wir haben wirklich, also gerade am Anfang haben wir extrem oft uns wie so gesagt, hey, können wir das oder sollen wir oder ist das okay? Und dann eigentlich immer hat der andere antwortet, der Sabbat ist für den Menschen da. Und an dem haben wir es dann geschaut, ob das jetzt okay ist. Und es ist so, also ja, ich habe schon mal gestaubsaugt am Sabbat und zwar ist es einfach so dreckig gewesen, dass ich merke, ich kann jetzt nicht irgendwie zur Ruhe kommen. Und sie sind raus und haben eine schöne halbe Stunde gehabt. Ich habe das kurz gemacht und nachher haben wir alle zusammen sind dann entspannt gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann jetzt da nicht loslassen, weil das und ich kann jetzt schon meinen Sabbat tralala nicht sein, aber es wird nicht gehen und darum hat das wie dann hat es gebraucht. Ideal wäre natürlich das als Vorbereitung und dann kann man ohne das in den Sabbat, aber manchmal ist es halt nicht so. Genau, oder dass wir irgendwie draussen sind auf dem Spielplatz, auf dem Heimweg, laufst am Mikro vorbei und es fehlt uns einfach wirklich noch eine Zutat, dass wir das coole Essen, das wir machen können, kochen zusammen, dann ist so, ja klar, dürfen wir das jetzt noch schnell posten. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wir planen unsere Woche Einkauf auf den Sabbat, überhaupt nicht, das schauen wir, dass das nicht so ist. Aber ja, wir finden, man darf das Kreditkärtchen einmal schnell brauchen, auch am Sabbat. Genau. Yes. Ja, aber wir checken jetzt keine Dienst-E-Mails oder sowas. Also es gibt schon Sachen, oder machen jetzt nicht eben unseren Wochenputz oder sowas. Also wenn man es gescheit plant, dann sind das Ausnahmen. Aber da muss man sich auch nicht verrückt machen. Sicher eine Lektion, oder, wo wir ein bisschen gelernt haben in den Pilotgruppen. Es braucht halt eine Planung, damit es gut klappt. Hey, abschließende Frage, vielleicht kurze Antwort. Wie bereichert das Sabbat euer Leben? Also es ist wie so ein guter Sabbat ist wie ein Urlaubstag. Und einfach so ein Urlaubstag jede Woche ist schon ziemlich cool. Und mir hat es geholfen, auch mal unter der Woche einfach eine To-Do-Liste sein zu lassen. Und einfach mal zu sagen, hey, ich kann nicht alles machen. Ich mache eh schon total viel und das ist auch mal okay, wenn irgendwas nicht gemacht ist.
müssen sich jetzt 2 Sachen sein. Ist so ein bisschen bewussterer Umgang mit dem Handy, also auch mal auf dem Arbeitsweg quasi nicht im Zug sitzen und so machen wie alle, sondern einfach aus dem Fenster schauen. Also wie so ein bisschen bewusst sein, wann habe ich das Ding vor mir und wann nicht. Und das andere war, so ein bisschen auch im Alltag bewusst geniessen. Also ich habe das ein bisschen lernen, wieder eben Freude haben oder zu geniessen und dass man das dann auch im Alltag machen kann und dass man nicht immer etwas muss erledigen oder etwas machen. Also dass quasi ein Mamatag einmal sein darf, wir gehen ins Migros-Restaurant und trinken einen Kaffee und haben zusammen eine coole Zeit an einem ganz normalen Montag. Das ist wie so, also ist ja eigentlich selbstverständlich, aber durch das Sabbat, durch das Bewusstsein, was macht mir eigentlich Freude, was tut uns gut, das auch im Alltag mehr einsetzen. Mega cool. Eigentlich auch mega spannend, dass eben jetzt beides, was wir genannt haben, sind Auswirkungen, die der Sabbat in den Alltag hat und nicht einfach nur am Sabbat selber. Und das ist genau das, um was es eigentlich geht. Danke euch vielmals. Geben wir Ihnen doch einen Applaus. Und wir gehen jetzt gerade noch mal in eine Worship